eine Stimme in mir hat gesagt, fahr weiter, mach los, du hast so viel Zeit verschwendet. Es ist schon wieder die räudigste Nacht von meinem Leben gewesen. Ich weiss nicht, wie es geht. Ich habe angefangen zu laufen. Mir tut so weh. Damn! 7 Leute aus der Region starten ein verrücktes Abenteuer. Ein Velorennen von Basel bis Barcelona. Unterwegs warten verschiedene Challenges auf die Teilnehmenden und niemand weiss, wo die anderen gerade sind. So bleibt die stetige Ungewissheit, ob man in Avignon oder Perpignan eliminiert wird. Nicht zu vergessen, Übernachtungen gegen Bezahlung sind verboten. Am Schluss gibt es nur ein Ziel: in Barcelona als erstes die schönste Katze von Europa zu streicheln. El Gat de Botero. Ich fahre nur nach Navi. Ich weiß noch nicht, wo ich bin. Aber wieso muss immer etwas sein, Mann? Nach einem Tag schon sagen, das muss sein. Ich frage mich wirklich, ob die anderen das gleiche Problem haben. Die Nacht war absolut scheiße gewesen. Es ist nur der Regen, ich heule nicht! Ich will einfach fahren bis zum Umkehren. Ah, ich bin so pisst, Alter! Ich bin so auf der Straße eingeschlafen. Jede Bewegung macht mir weh. Ride or die, mega geiles Projekt. Ich bin nicht aus Kuckuck! Ich bin gerade ein bisschen am Verzweifeln gesehen. Ich kein Wasser mehr hatte. Wir sind im Hafen, 2 Jungs gesessen, Jointli geraucht. Und dann haben wir die einfach hier einen halben Liter oder etwa 750 Milliliter Wasser geschenkt. Mit dem komme ich noch mal ein gutes Stückchen weiter. Es ist immer lustig, wenn man den Leuten, wenn man Leute trifft und erzählt, was man vorhat. Sind alle immer erstaunt. Leute, ich bin gerade auf einer Baustelle. Route Barré heisst es. Ja, schon so ein bisschen, aber da komme ich easy dann ums Gerüst herum. Und das Ding ist, du hättest die perfekte Steine für die Steinmännchen-Challenge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und dann wollen wir doch die Scheiben einmal aufeinander stapeln. Und der letzte. Da haben wir 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das habe ich jetzt davon, dass ich Route Barré nicht ernst nehme. Egal, alles gut irgendwie. Ich kann wieder fahren. Ich habe heute mit dem Licht ein bisschen vorgeleuchtet und ich habe wirklich nicht gesehen, ob es aufhört, so unbefahrbar zu sein. Dann habe ich wie gesagt, okay, ich muss mich jetzt entscheiden, entweder gehe ich zurück oder ich probiere es und ich ziehe durch, dass du dich dann dort nicht irgendwie verlierst. Jetzt habe ich gesagt, doch, ich gehe jetzt da durch. Auf Teufel komm raus! Positiv ist, das ist Galgenhumor, das als positiv zu bezeichnen. Aber schlimmer als jetzt wird es nicht mehr. Jetzt ist es kalt, ich habe Gegenwind und es ist dunkel. Das wird jetzt noch etwa 2 Stunden so sein. Und dann ist es immer noch kalt, aber weniger kalt. Immer noch dunkel, aber weniger dunkel. Und immer noch Gegenwind. Oh Gott, und ich bin wirklich am Arsch jetzt. Ich habe gesagt, sobald die ersten Läden aufmachen, gönne ich mir irgendwie einen Red Bull. Vielleicht muss ich mir mal noch eine Stunde anlegen, aber ich probiere es eigentlich zu vermeiden. Vielleicht ein bisschen langsamer, aber konstant fahren. Ich bin so gebrochen, Alter. Der scheiß Wind. Es brennt mir in den Augen. Es windet einem in die Fresse. Die scheiß Fernlichter von den Autos blenden. Du kommst nicht vorwärts, das ist einfach nochmal Scheiße, Alter. Kann nicht mehr. Hallo, guten Morgen von meinem Powernap-Platz. Ich habe gerade richtig Schüttelfrost. So sieht das Ganze aus. Da ist mein Mätteli. Genau, mein Mätteli, mein Velo
Dort vorne irgendwo ist die Strasse. Leider hatte ich den Finger dort auf dem Mikrofon. Aber was passiert ist, es war 4 Uhr am Morgen, ich bin wieder weitergefahren und ich bin nachher in so einen Tunnel reingekommen, gerade eigentlich nach meinem Schlafplatz, so 400 Meter von meinem Schlafplatz. Und sehe dort das Zelt. Und für mich war klar, das muss der Ivo sein. Es war ein Velo, 2 Taschen, das Zelt. Und dann war klar, okay, jetzt das zweite Platten ist passiert. Jetzt habe ich so viel Zeit verloren, meine Knie tun so weh schon. Wie soll das weitergehen? Ich meine, er ist da, er hat anscheinend mega viel Zeit gut gemacht und ich komme kaum mehr voran. Also, ja, wenn er jetzt weiterzieht, dann habe ich keine Chance. Ich bin eigentlich um 4:30 los und habe mega lange gebraucht für 20 Kilometer. Alles tut weh. Die Straße war richtig scheiße und ich war durchgefroren und alles. Und jetzt bin ich hier in einen Kaffee rein, will mir fett gehen, Pain au Chocolat und anders holen und einen doppelten Espresso und einen Tee zum mal aufwärmen und jetzt langsam. Und dann habe ich noch alles aufgeladen natürlich. Und die Besitzerin war richtig herzig und sie hat einfach nichts gefragt. Es ist so richtig, jeder willkommen, jeder ist, darfst einfach reinkommen und hast einen warmen Platz. Und jetzt geht es wieder los. 300 Kilometer noch. Ich war heute gerade in einem recht komischen Geisteszustand gesehen. Überanstrengung, Wut. Eine Stimme in mir hat gesagt, fahr weiter, mach los, du hast so viel Zeit verschwendet, du musst jetzt pushen, du musst pushen. Und dann habe ich aber doch gefunden, nein. Jetzt noch im Dunkeln auf die Hauptstrasse, das war einfach schlichtweg gefährlich. Die letzten 24 Stunden waren wie ein Film. Es war nichts in meinem Kopf, außer aufholen, aufholen, aufholen. Alles andere war komplett vergessen. Es ist nur um das gegangen. Es ist crazy. Jetzt ist gerade der erste Moment wieder mal, wo ich wieder so ein bisschen zurück in die Realität komme. Ich sehe hure fertig aus. Die doppelten Augenringe. Scheiße. Es sieht aus, als würde man dem Tod in die Augen schauen. Haben eigentlich die anderen auch überall weh? Bin ich der Einzige? Beine machen weh. Vor allem Knie. Beide Knöchel machen weh. Mein Arsch macht weh. Alles tut mir weh. Oh, es ist arschkalt, ich bin am Zittern, ich bin gerade aufgestanden, es ist 7 Uhr. Das ist so räudig, es ist schon wieder die räudigste Nacht von meinem Leben, ich weiss nicht, wie es geht. Es ist so kalt geworden, ich musste einen Notfall-Biwaksack in meinem Schlafsack ausbreiten. Ergo, ich habe in einem nassen Plastiksack gepennt, um nicht zu erfrieren. Ich habe die Ballon dabei, aus irgendeinem Grund. Und mein Ei, das ich da drin habe, ist noch ganz. Das heisst, hey, alles mal mega easy, oder? Hey, Ride or Die, mega geiles Projekt. Geiles Projekt, gute Idee. Ohne den Notfall-Biwaksack, den ich ausgebreitet habe. Ich musste den Safety Car rufen. Ich hätte nicht mehr warm bekommen. Das hätte nicht funktioniert. Wirklich, der Wettereinbruch, der hat mich voll genommen. Vollkommen. Ich war vorbereitet auf so 5 Grad unter dem Wetterbericht, sprich Minimaltemperaturen von etwa 10 Grad oder so, vielleicht ein bisschen drunter, aber in der Nacht ist es wow. Es ist so 7, 6, 5 Grad, aber es ist wirklich wow. Vor allem auf dem gemäß Wetterbericht hat die heute Sonnenschein sein und ich sehe jetzt echt keine Sonne da. Ich bin nicht aus Zucker! So, guten Morgen zusammen. Ich habe es überstanden. Die Nacht war noch nie so gut gewesen, natürlich, weil ich hier auf dem Sofa geschlafen habe mit dieser süßen Katze.
Und ja, mein Knie ist besser, meine Hüfte ist besser, alles picobello. Zum Morgen haben wir auch noch gegessen. Und das ist übrigens Damien. Er hat mich eingeladen, merci beaucoup. Ça va? Ça va? Genau. Die Leute hier sind wirklich sehr nett. Freut mich. Auf jeden Fall gehen wir jetzt abends ins Restaurant. Dort vielleicht ist sich noch mal etwas und dann geht's los. Die Nacht war absolut scheiße. Ich hatte mega Mühe mit Einschlafen bis etwa um 4 Uhr morgens. Ich bin immer so halb eingeschlafen und dann ist der Zug vorbeigefahren, dann bin ich wieder wach gewesen. Ich habe dann noch die Daunenjacke mit angezogen im Schlafsack, um wieder ein bisschen warm zu bekommen. Ich würde jetzt auch einfach am liebsten liegen bleiben und noch mal ein bisschen schlafen. Aber ich sollte glaube langsam aufstehen. Während dem Packen habe ich gemerkt, dass ich körperlich einfach recht am Arsch bin. Es sind nicht nur die Beine, sondern auch beim Packen habe ich gemerkt, dass mir der Arm auch Kraft fehlt. Einfach nur um die Bändel anziehen von den Taschen und den Schlafsack und so zusammenrollen. Es ist anstrengend als sonst auch. Es kann auch gut. Jetzt nach England, 24 Stunden Regen, ist jetzt mal Rückenwind. Der Rückenwind, das ist etwas Cooles. Es ist le changeur du jour. Game changer. Aber ja, es ist England, wet, AF und kalt. Fucking kalt. Es ist morgen um 6:30 losgefahren. Es war noch 60 Grad. Jetzt ist es 8. Ja. Weil es mich motiviert. Dort, ganz vorne, dort ist das Hauer. Das ist der erste Lichtblick. Aber es noch ganz viel lange wird regnen. Also wird nicht für immer. Es wird nicht für immer regnen. Ich weiss das. Ich finde es gerade richtig lustig, wie bemitleidenswert ich wahrgenommen wird von den Leuten. Wirklich, die sind so unglaublich nett mit mir, die Dame da drinnen. Hat gerade richtig ihre mit kleinen Kinderstimmen ausgepackt. Hat mich ausgefragt, was sie gerne hat. Das war richtig herzig. Jetzt gibt es für mich Kaffee und ein Pain au Chocolat und dann ziehen wir. Ich habe noch nie in meinem Leben so Angst davor gehabt, zu erfrieren wie letzte Nacht. Ich bin am 5 Uhr am Morgen verwachen und das Zittern ist nicht weggegangen. Es ist einfach nicht weggegangen. Und dann habe ich im Schlafsack umgestellt, habe zugemacht, abgemacht und hier alles zugemacht beim Biwaksack. Schön eingemümmelt, alles nicht genutzt. Plus ich musste immer auf der rechten Seite liegen, damit es beim Biwaksack nicht reinregnet. Ich muss heute oben noch einen Ort finden, wo ich meinen Schlafsack trocknen kann und mein Zeugs. Wirklich, ich kann nicht eine 4. Nacht im Nassen pennen mit einem nassen Schlafsack und nassen Kleidern. Ich glaube, wenn es besseres Wetter hätte, wäre es nicht einmal halb so tough. Ich wundere mich vor allem gerade, wie es der Luca und die Clarissa machen, weil die haben nur einen Schlafsack dabei. Die Clarissa. Der Luca hat nur einen Inlet dabei, wirklich. Ich frage mich, was die machen. Und ich da extra Merino-Pulli, die Merino-Socken und den Notfall-Biwaksack. Ohne das Zeugs. Ich hätte müssen Safety Car anrufen letzte Nacht. Ich meine, es war nur ein kurzer Moment, 15 Minuten. Aber ich habe wirklich Angst gehabt, dass ich erfriere. Ich habe nicht gedacht, dass das so verdammt ein Extremsport wird. Hey. Und zwar nicht nur Sport, auch Survival. Ich bin jetzt etwa plus minus den ersten Kilometer gefahren vom Schlafplatz und zum Fahren geht es eigentlich besser als ich gedacht habe. Mein Körper macht immer schlapp, aber so flache Strassenrollen, das geht im Moment noch recht gut. Ich hatte gerade noch ein Gel mit Koffein drin, damit ich wach werde. Es ist anstrengend zum Fahren. Ich merke schon, dass mein Körper nicht mehr so mag und sich nicht gut erholen konnte. Ich habe Mühe, um auch nicht mehr schalten und einfach die Position auf dem Velo zu halten. Auch mein Oberkörper an der Lenkerstütze ist einfach mühsam.
Es ist einfach so anstrengend, was normalerweise nicht ist. So, ich bin jetzt schon Mitte Valence etwa und jetzt gibt es ein kleines Dessert, eine Pizza und ein Choco de Beurre. Und nachher auf Avignon. Ich hoffe, dass ich genug weit bin, dass ich nicht rausgehe. Aber ich denke es mal nicht. Ich kann schon den Checkpoint unterschreiben und dann mal schauen, wie das Wetter ist. Vielleicht kann noch ein bisschen weiter. Ich bin mir gerade am Überlegen, soll ich noch etwas essen? So etwas Grosses, etwas Wichtiges. Weil das Ding ist, ich habe eben Angst, dass einfach nur zum sicheren Ort, dass ich schnell in Avignon bin. Weil ich gar keinen Bock, die ganze Mühe dafür, dass ich nachher rausgehe. Darum, ich denke, etwas Kleines lecker noch, ein bisschen Energy Gels und dann geht es weiter so schnell wie möglich nach Avignon. Irgendwo zwischen Valence und Montevillimar auf einer random Brücke. Und damn! Überschwemmt. Das Haus lebt gefährlich. Dort ist eben so der blaue Himmel in der Weite, aber ja, es schifft nicht mehr, das ist geil. Aber ja, ich würde so saures aufgestoßen und komische Magen von halt all dem Scheiß, den ich esse. Darum gibt es jetzt ein bisschen Tablettchen, Säureblocker und Säureneutralisator, also einfach ja, Pantoprazol und Reni. Hopp, so ein bisschen runterspülen, das Zeug. Das ist fein. Wie ein Apfel. Ich fahre eben mit einem 30er, aber gleich ist halt, wir sind gleich so lange dran. Das ist so eintönig, das ist einfach so gang gleich. Ich habe gerade so viel geschissen, dass ich in diesem Bistro hier das WC verstopft habe. Ich muss es dir jetzt sagen. Faire le grand à la toilette. Et il va pas. Ah, et ça s'en va pas? Non. Vous avez tiré la chasse plusieurs fois? J'utilise le ding, aber ça va pas. Je suis très désolé. Vous avez appuyé sur les boutons? Oui, il brise, mais il va pas. Schaut das mal an. Das ist kein See. Was mal Acker vom Bauer war, dort sind jetzt Enten am Chillen. Crazy shit, Alter. Gott, ich hoffe, es wird nicht schlimmer. Aber wieso muss immer etwas sein, Mann? Jetzt regnet es mal endlich nicht. Dann habe ich wieder Headwind. Das ist einfach... so anstrengend. Ich habe angefangen zu laufen. Mir tut so weh. Und der Wind ist so stark. Ich habe das Gefühl, ich peppe genauso schnell. Obwohl die Steigung minim ist. Es ist Horror. Es tut so weh. Ich will nicht mehr. Ich habe gerade Nummer 3, was richtig anguckt. Aber ich weiß nicht, was falsch ist mit meinem Vorderrad. Ich pumpe es jetzt einfach ein bisschen auf und probiere bis Narbonne zu kommen, dass ich dort in laden kann. Es ist alles dabei. Zuerst ist Sintflut, jetzt der Gegenwind. Ich fahre jetzt 20 und das ist gerade schon hure schnell für den heutigen Tag. David, hört ihr das? Alter, das und bergauf, das macht mich fertig, Mann! Ah. Aber kämpfen! Weitermachen! Keine Pause! Bonjour. J'ai un problème, je perds de l'air dans celui-là. Tu dois avoir, tu dois avoir quelque chose à l'intérieur qui te le crève à chaque fois. Ah, c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça qui te... Oui.
Et moi j'ai pas trouvé, parce que j'ai cherché à l'intérieur, mais c'était la nuit. Stellt euch vor, ihr geht in einen Veloladen und die reden nur Französisch. Zum Glück ist das im Velo Plus anders. Dort reden sie nämlich Schweizerdeutsch. Meine Überleitungen, langsam tut es mir schon fast leid. Ich bin seit Jahren Stammkunde beim Velo Plus, haben wir dort schon 2 Velos, Unmengen an Ausrüstung gekauft, kennen die Angestellten langsam mit Namen. Und natürlich auch für Ride or Die sind wir alle sehr regelmäßig im Vorfeld im Velo Plus und haben uns eingedeckt. Ich bin zweimal die Swiss Ultra Cycling Challenge gefahren, zweimal das Vollgummi, das ist ein bisschen kürzer. Dann bin ich das Mittelgebirge Klassik gefahren. Sonst halt privat so Sachen wie halt Bikepacking. Was würdest du sagen, was ist das Wichtigste, was wir als Neuling beachten müssen? Dass man gut plant, die Route. Und dann während der Fahrt, dass man sicher probiert irgendwie, also wenn man schnell will sein, Pause kurz halten, das ist das Wichtigste. Effizienz. Dann zeige ich euch gerade mal, was so anhand von Velotaschen alles geht. Wenn ich noch Platz habe, nehme ich noch mehr Kleider mit und wenn nicht, dann halt nicht. Nein, schon ein Outfit, sicher mal. Ja. Ein paar extra Unterhosen, 2 Paar Socken. Unterhose? Eben ein Paar extra. Warum Unterhose? Für wen? Ich weiß nicht, einfach so. Hey, geht man ohne Unterhose in die Velohose? Ja. Polster von der Velohose ist an deinem Körper. Das ist so denkt, ja. Na gut, dann keine Unterhose, spare Gewicht. Die reden hier über Kalthaar und Shit, Alter. Ich habe einfach Angst. Ich habe tatsächlich viel Angst. Und der Luca findet das lustig. Ich finde das sehr lustig. Wenn wir wissen, Angst und Geld habe ich keine. Die Eigenmarkenprodukte, die wir eigentlich immer so produzieren, dass wir ein Produkt nehmen, wo wir finden, das hat noch Verbesserungspotenzial. Und dann wir das zusammen mit den Kunden optimieren und so dann ein Produkt von Velofahrer für Velofahrer auf den Markt bringen. Die ist von uns und Löffler entwickelt. Und durch das, dass sie dreischichtig ist, gibt sie auch noch ein Mühe warm, was wahrscheinlich auch nicht ganz verkehrt ist bei eurem Vorhaben. Und in dieser schwitze ich nicht mega. Sofern innen 15 Grad wärmer ist als draußen, sollte das mit dem Temperatur- und Schweißausgleich und so funktionieren. Krass, ich glaube noch nie so eine gute Jacke. Ja. Nein, die ist schon richtig heftig. Bei uns kann man Kurs machen, einen Navi-Kurs zum Beispiel, einen Reparaturkurs, einen spezifischeren Reparaturkurs für E-Bike-Fahrer, Mountainbiker, Rennvelofahrer. Wenn du die Velo nicht selber willst in die Reparatur geben, kannst du das selber bei uns in der Kundenwerkstatt reparieren mit den Teilen, die du bei uns gekauft hast. Wenn ihr also Velo-Ausrüstung braucht, sei es fürs Rennvelofahren, fürs Mountainbiken, für Bikepacking oder auch für den Alltag, ich kann euch den Velo Plus wirklich wärmstens empfehlen. Also schaut doch gerne mal vorbei, aber zuerst schauen wir weiter. Das ist geil, wir haben das Problem gefunden. Ich habe einen Glassplitter, einen kleinen im Pneu gehabt. Und mit jedem neuen Schluch, den ich rein habe, hat es mir gerade wieder den Schluch kaputt gemacht. Und ich habe ihn nicht gesehen im Dunkeln, weil ich habe ja beide im Dunkeln gewechselt. Voll. Also der ist jetzt draus. Der Wind ist krass. Sehr, sehr, sehr krass. Also es windet einen wirklich förmlich in der Welt umeinander. Ich probiere jetzt meine Stein-Challenge machen. So, dann gehen wir da. So. Also 1. So. Peace. Wenn ich einen Schirm dabei hätte, das wäre so geil gerade. Ich bin gerade nicht am Argen und ich fahre so schnell. Weil einmal der Wind in meine Richtung geht. Es ist geil. Ich bin nicht am Argen. Ich will nichts. Und ich fahre 26 km/h. Und genau so ist der Wind sonst immer in die andere Richtung. Es ist so anstrengend. Das ist der erste angenehme Weg heute. Entweder man wird fast von riesen Autos überfahren oder es ist irgendeine Holperpartie, die die Knie komplett zerstört.
halt hart. Es ist der Hammer. Es ist wirklich der Hammer. Ich fahre aus Narbonne raus, fahre in Richtung Süden anstatt in Richtung Westen. Der Wind drückt mir nicht mehr ins Gesicht. Ich habe easy 30 drauf. Ohne Aufwand. Oh, tut das gut. Vergisst man einfach wieder, dass Velofahren eigentlich einen Spaß macht. Ich mache momentan gerade gar nicht so viel Content, aber es geht auch gar nicht so viel zu sagen. Ich fahre einfach, ich mache keine Pause. Ich glaube, die letzte längere Pause war am Morgen. Jetzt ist Nachmittag. Ich fahre einfach. Und es läuft. Es macht wirklich gerade nichts mehr weh. Ich glaube, mein Körper ist wirklich im Modus angekommen, dass er akzeptiert hat, dass er jetzt einfach muss. Ich probiere mal den Zustand, den ich gerade habe, ein bisschen zu erklären. Ich habe das so ein bisschen gesehen wie so ein Hyperfokus. So, es geht nur Velofahren ans Ziel, möglichst schnell. Ein bisschen hat es auch etwas davon, dass man wie so ein bisschen out of body ist. Also wie man beobachtet sich dabei, wie man gerade Velo fährt. Und irgendwie Anstrengung oder weh oder keine Ahnung was, das ist gar nicht wirklich ein Konzept. Also es ist nicht, Anstrengung ist nicht mit negativ verbunden. Anstrengung ist einfach, du nimmst es wahr. Es ist ein Signal, das dir der Körper sendet. Das, was du gerade machst, ist anstrengend. Und das ist aber wie so ein bisschen neutral. Wenn etwas weh macht, wenn man irgendwie das Knie spürt, ist das mehr so einfach ein Signal für hey, probier dich wieder darauf zu achten, richtig zu pedalieren. Und nicht so, aua, das macht weh, ich will, dass es aufhört. Natürlich ist es nicht 100% losgelöst, aber ich glaube, so kann man es am besten irgendwie so plus minus in Wort fassen. Und es ist halt, für jetzt zum Fahren ist es halt sehr nice, weil einfach alles von selber geht. Ich habe jetzt die Koordinaten vom Checkpoint in Avignon bekommen. Und so wie es aussieht, kann ich einfach dieser Strasse, den D907, entlang fahren, bis ich fast durch Avignon durchgefahren bin. Das heisst, das Navigieren ist das mal ein bisschen einfacher als der Checkpoint in Grenoble. Ich folge jetzt mal dieser Strasse und es sind dann etwa 25 Kilometer, bis ich dort bin. Jetzt am Checkpoint angekommen. Da hinten rechts das Plakat. Legen wir doch gerade, wie der Stand von der Sache ist. Oh, okay. Ich bin jetzt Dritter. Clarissa und Luca sind gestern schon da gewesen. Clarissa ist ja vor ziemlich genau einem Tag da gewesen. Luca ist gestern oben da gewesen. Das heisst, er hat gestern von Grenoble durchgezogen bis dahin. Die hole ich nicht ein. Aber ja, der Ivo ist noch nicht da gewesen. Ich weiss nicht, also es ist halt mittlerweile schon anstrengend. Es nimmt mich auch Wunder, wie es den anderen körperlich geht. Mir geht es im Moment ein bisschen scheiße, mir fehlt Energie und ich glaube, der andere geht es auch recht ähnlich. Je nachdem, ob man halt auch den Hagel gewünscht hat oder nicht. Allein unterwegs sein und das Wetter, Moral und auch der körperliche Zustand. Irgendwann fällt das alles zusammen. Auch mit Platz 3 bin ich jetzt recht zufrieden. Ja. Hat nicht wirklich viel besser können sein. Jetzt, wo ich beim zweiten Checkpoint angekommen bin, war die erste Challenge auch completed. Sind alle 5 Ballons angekommen. Einige sind recht gleich geworden, haben Luft verloren, aber haben mit dem Agro-Team geschwätzt und sie haben gemeint, es wird auch eine Strafe geben, wenn sie platzt oder kaputt gegangen wären. So, die zweite Challenge ist folgende. Baue einen Steinturm mit mindestens 10 Steinen. Die Zeitstrafe ist 15 Minuten pro fehlendem Stein. Diese Challenge darf auf der Strecke bis zum nächsten Checkpoint gemacht werden. Ich achte mich auf dem Weg zum nächsten Checkpoint auf gute Orte, wo man das machen kann. Vielleicht irgendein Flussbett mit Stein. Dann kann ich da schnell anhocken und das machen. Aber ja, klingt lustig, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Also 10 Steine aufeinander, ja, da muss ich einfach gute Steine finden. Komoot gone wild. So gestanden, Chemin privé und jetzt das. Da hat vorher auch schon etwas drin.
Alter. Jawel. Das war wohl nix. Jetzt hat es mich da über den fucking Fluss leiten. Und dann lost. Keine Ahnung, wo ich bin. Ich muss echt blind aufs Navi schauen. Und jetzt da irgendeinen hohen Umweg machen. Scheiße! Kack, Mann. Orange. Ich will nicht auf Orange. Auf Avignon. Jetzt ist hier wieder so ein Scheißweg, Mann. Schon crazy. Heute Morgen wachen in diesem nassen Container bis 6 Grad. Im Dunkeln. Mit fucking Regen. Und jetzt BAM! Soleil. Ich habe es gewusst und gehofft, also gewusst, ja, schwer darauf gesetzt, dass es so wird sein. Und das hat mich dran gehalten. Hat sich gelohnt. Zwar hässig, der scheiß Navigationskack, aber ja, das wird auch noch so gehen. Ich bin vom Checkpoint nochmal plus minus einen Kilometer zurückgefahren, weil hier gibt es so ein kleines Einkaufszentrum. Jetzt muss ich das Velo mal hier ein bisschen versteckt von der Öffentlichkeit abgeschlossen und hole mir jetzt einfach mal etwas zum Essen, weil ja, es ist nicht gesund, dass ich heute so wenig Essen habe. Ich habe im KFU Rohschinken, Ziegenkäse und Multivitaminsaft geholt. Ich lasse mein Zeug schnell hier, weil ich finde, das ist gerade gut versteckt. Laufe schnell in den Burger King rüber, hol mir dort so Chicken Nuggets oder so und hocke einfach schnell rein. Es regnet immer noch. Und ja, ich weiß noch nicht, wie lange ich Pause mache, vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde. Einfach bis ich wieder das Gefühl habe, dass ich Blickkraft bekomme. Und ich weiß auch nicht, wie viel ich heute noch fahren werde. Also gestern nach dem Checkpoint bin ich ja fast nochmal 100 Kilometer gefahren. Ich muss jetzt einfach erstmal ein bisschen chillen und Energie tanken, weil so komme ich. So wird das nicht. Ich habe jetzt fertig gegessen und versuche jetzt schnell den Berg zu anliegen. Ich hoffe, die tun nicht blöd, aber so eine schnelle Powernap war halt crazy jetzt. So, ich bin am Checkpoint angekommen, Avignon. Wie man hier sieht, 4. Platz, bin ich zufrieden damit. Und Clarissa schon wieder gestern vor 24 Stunden. Ich glaube, die kommt mit dem Auto da an, also ich glaube das nicht. Wir haben hier Challenge Nummer 2. Baue einen Steinturm mit mindestens 10 Steinen. Diese Challenge darf auf der Strecke bis zum nächsten Checkpoint gemacht werden. Ja, das ist ganz easy, ja. Easy. 10 Steine! Mein Nacken ist mich am Killen die ganze Zeit, wenn ich auf der Bar bin, muss ich Ich bin am Sterben. Ich hatte jetzt Perskindol-Roller gehabt. Das hilft einfach so ein bisschen. Jetzt habe ich mir noch in der französischen Apotheke Voltaren geholt, und zwar ein Voltaren Spit. Ich weiß nicht, was das ist, aber die hat mir das empfohlen und ich hoffe, es macht jetzt nicht mehr weh und ich kann länger den Kopf da oben behalten. Wünscht mir Glück. Ich bin nicht auszukommen. Ihr habt keine Ahnung, wie schwer es ist, Velo zu fahren, wenn man physisch seinen Kopf nicht mehr lüpfen kann. Meine Beine mögen noch, mein Kopf mag noch, alles an mir mag noch. Ich werde genug gemessen, aber mein Nacken mag physisch nicht mehr meinen Kopf halten. Gibt es noch eine räudige Schäle? Ich kann die Schäle so nicht mehr sehen, Mann. Boah, ich hasse das Zeug mittlerweile. Ich kann das nur noch fucking fressen in Kombi, wenn ich das mit Wasser abspüle. Seht ihr das? Das ist Mint Flavor. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, es schmeckt scheiße. Alter, ich hasse die Schäle. Straight up, ich hasse das Shit. Hier kann ich nicht mehr fahren, weil dann kann ich den Kopf nicht mehr lüpfen, weil mein Nacken zu schwach ist. Wenn ich hier unten bin, genau das Gleiche. Wenn ich hier bin, das Gleiche. Alles, was ich kann, ist mich entweder hier an diesen Aerobar-Stützen so heben, aber das ist auch ein bisschen kritisch.
Das geht nicht, das ist zu weit vorne. Wenn ich so mit den Fingern drauf gehe, ist es so perfekt. Ich habe jetzt 2 Stunden so meinen Nacken geschont. Vielleicht kann ich ja jetzt so halb normal so auf Full den ein bisschen so heben. Jetzt am Schluss ja nicht mehr können, aber das wird sein. Jetzt bin ich mega gespannt. Okay. Spannend. Da ist schon ein Weg. Okay. Oh shit. Clarissa. Ah, da hat es geregnet. Da hat sie auch noch Regen verwischt. 16.04. Ah, das ist einfach vor 24 Stunden. Das ist schon hure heavy. Ivo auch gegangen am Start. Dem. Der ist kurz vor mir. Oh shit. 17.09. Oi. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ah. Das wird knapp. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5. Und ich sehe das alles korrekt. Weil die 2 habe ich nicht aufgeblasen, also habe ich aufgeblasen und dann wieder die Luft rausgelassen. Und die anderen sind auch nicht geplatzt. Baue einen Steinturm mit mindestens 10 Steinen. Diese Challenge darf auf der Strecke bis zum nächsten Checkpoint gemacht werden. Jetzt ist es heavy, weil jetzt ist eben Ivo 1,5 Stunden vor mir. Das ist natürlich schon noch viel. Und ja, jetzt noch Perpignan, der wird das safe nicht eliminiert werden. Gar nicht, wie Takashi unterwegs ist. Aber klar, Luca und Clarissa, die sind jetzt auch in Barcelona. Das letzte Stück durch die französische Innenstadt mit französischen Straßen und französischem Innenstadtverkehr hat mich gekillt. Jetzt schau mal das Reibenschild an. Ich bin 6. Nur noch der Flavio. Okay. Jetzt ist es für mich hier fertig in Avignon. Jetzt gibt es noch Clarissa, Luca, Takashi, Ivo und Marc. Also die Clarissa ist ja wohl klar. Die ist gerade alle am Abziehen. Volle Kanne. Also wir kriegen alle richtig auf den Sack von einer Frau. Das finde ich eigentlich noch ganz gut. Ich glaube, der Luca wird die Clarissa nicht mehr einholen. Die gehen beide auf so jeden Tag 3 Stunden Schlaf und einfach reingehen. Ich habe mich so oft in meinem Leben verlaufen, verwandert, verfahren. Wirklich. Ich bin der Beste im Umherirren. Ich bin zwar vielleicht flink auf dem Velo, aber zum Ultracycling-Event gewinnen geht es um alles. Ich habe um eine Stunde habe ich es verpasst. Um eine Stunde. Heute Morgen, als ich in meinem Schlafsack effektiv fast erfroren bin, habe ich gefunden, ich gönne mir die extra Stunde Schlaf, bin auf 6 Stunden Schlaf aufgegangen. Aber ich bin jetzt in 4 Tagen praktisch ans Mittelmeer gefahren. Einmal fast verfroren, Schüttelfrost, Höhen und Tiefen, holy fuck. An das werde ich lang denken. Das muss ich erst mal verarbeiten. Wow. Ich weiß gar nicht, was sagen. Ich bin sprachlos, enttäuscht und gleichzeitig froh. Ich finde es eine sehr interessante Zusammenfassung von mir als Mensch. Willend, schnell, dickköpfig, aber am Schluss doch vielleicht ein bisschen zu verplant. Ich habe wirklich gedacht, dass ich brüllen würde, wenn ich hier ankomme und merke, dass ich ausgeschieden bin. Es ist nicht so, als würde es mich nicht jucken, aber ich bin trotzdem sehr stolz auf was ich gemacht habe. Muss ich wirklich sagen. Ich bin der Louis und für mich ist Ride or Die jetzt vorbei. Ich bin geridet, ich bin nicht gedeiht. Ich freue mich jetzt auf warmes Essen und ein warmes Bett. Sali zusammen. Schön haben wir mir zugeschaut beim Leiden. Schau wieder mal, wer da am Checkpoint steht. Ich will nicht hinlegen, weil
Schlafsack nicht genug warm ist. Die Lampe in der Schüttel vorgehalten. Ich ist kalt, Scheiße. Ich habe mich geschlagen und ich konnte nicht wach bleiben.